zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 1999 in Assetto Corsa. Ich spiele ja einen Mod, wo ich die ganze Formel 1-Saison von 1999 durchspiele und das nächste Rennen findet in Europa statt, also der Grand Prix von Europa, und das war der Nürburgring dazu mal gewesen. Wir schauen mal kurz zurück, wer hat dazu mal das Rennen gewonnen. Wir sind jetzt eben, wie gesagt, in Runde 14 von 16, also wir sind am Saisonende wirklich sehr nahe und haben das Rennen am 26. September gehabt. Gewonnen hat das der Johnny Herbert in Stuart Ford, also das sind wir eigentlich. Wir müssen das Rennen jetzt auch gewinnen. Und vor uns. Der zweite ist der Jarno Trulli geworden und der dritte ist der Rubens Barrichello geworden. Also wirklich eine Top-Leistung von Stuart dazu mal. Heizala Frenzen hat Pole Position geholt und der Mika Häkkinen, der ist die schnellste Runde gefahren. Jetzt ist es so, ich habe leider kein Layout gefunden von 1999 am Nürburgring oder im Nürburgring. Das heisst, wir fahren jetzt einfach die aktuelle GP-Strecke. Die alte Strecke war doch noch ein bisschen anders gewesen, eigentlich. Ist auch meines Wissens ein bisschen schnauer gewesen, würde ich so behaupten. Ja, ist jetzt halt schade. Wir fahren jetzt halt einfach gleich die Strecke hier so und ja, mal schauen, wie das so wird. Ich denke, KI wird doch ein bisschen besser zu Schlag kommen als auf diesen gemoddeten Strecken. Weil dort haben sie teilweise wirklich katastrophale Linienwahl oder fahren einfach so komisch. Darum hoffe ich jetzt mal schwer, dass es da wird besser funktionieren. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Wir gehen ins Qualifying rein. Let's go! So, probieren wir es mal. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich besonders schnell bin, aber ich kann mich ja täuschen. Ich habe sicher viele Flügel drauf. Oh, er hat einen Verbremser. Mir fehlt der Speed auf der Gerade. P4, okay. Aber mir fehlt mega der Speed auf der Gerade. Holy shit. So. Neue Runde, neues Glück. Oh, und jetzt habe ich gemerkt, dass ich hinten nämlich wenig Flügel drauf habe. Okay. Also ich muss sagen, die ersten paar Rennen in diesem Let's Play sind viel besser gegangen als die restlichen Rennen. Also ich habe jetzt viel mehr Probleme. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Es hat am Anfang so gut funktioniert immer. Nie so den Struggle wie jetzt. Come on! P8, okay. Soll ich es nochmal probieren? Komm, wir haben noch ein bisschen Zeit übrig. Wir probieren mal eine Runde. Maximal Push jetzt. Ja, okay, jetzt ist es gesehen. Oh, man, die immer die KI. Okay, aber ich kann etwas vielleicht holen mit dem Setup jetzt so. Es ist immer noch recht tricky, aber es ist besser. So, let's go. Wir gehen gerade ins Rennen rein. P9, wir haben noch eine Position verloren.
Starts. Die Starts sind wirklich toll. Oh, eine gute Startphase bis jetzt. Wag's nicht. Gut. Ist das ein Pros? Was macht der so weit da vorne? Ich bin rausgeschossen worden oder was auch immer. Ich habe nämlich plötzlich einen Hit gespürt hinten. Und ich habe genau gemerkt, dass ich unter Steuerung meine eins abgeschaltet. What the fuck? Okay, aber immer noch P8. Hat einer den Pöller rumgenommen. Ja, es ist so schwer wieder. Es ist geil, aber es ist echt schwer, vom KI ist so schnell. Wow, was bremst er sich so früh ab? Holy shit, das tut mir leid. Aber der hat jetzt so früh abbremst. Er hat keine Chance gehabt. Pedro della Rosa. Es tut mir leid. Oh! Ja, dann jetzt ein bisschen rausgepusht. Oh, der Sieg, ey. Jetzt hat er gedacht, so, Kollege, was machst du? Gibt eine Retour. Ich glaube, der Villeneuve ist ein bisschen hässlich geworden unter dem Helm. So gut. Und Villeneuve, verpisst jetzt so. Du kommst mir ein bisschen zu fest in die Quere. Also ich glaube, es gibt wirklich Dirty Air hier. Also hinter ihm habe ich jetzt echt Mühe mit dem Grip. Also, ja, es ist schon Mühe, aber noch mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da wirklich auch ein bisschen Dirty Air vorhanden ist. Vielleicht nicht so ausprägt wie in den F1-Games. Das ist teilweise echt gravierend. Aber es ist schon rum, denkt es mir. Ah, fuck, yay! Was? Penalty slowdown for... Hä? Wieso? Wieso krieg ich ein Penalty über?
Alter, das Game. Wieso habe ich jetzt einen Penalty bekommen? What the fuck? Oh, was macht der Mika? Ich glaube, das wird mein Thumbnail. Ah, scheiße, Körper gestreift. Jetzt kommt der Mika. Oder wer auch immer. Oh, okay, danke. Danke für den. Ja, weißt du, okay. Wenn ich mich einfach weggedrückt. Weil er muss seine Linie fahren. Ey, die KI, wirklich. Ich habe mich schon ein paar Mal aufgeregt über die KI. Aber es wird irgendwie gefühlt jedes Mal bodenloser, teilweise, als die abzieht da. Also, nein. Oh, wieder ein PL. Oh, man, wir haben teilweise so gute Rennen gehabt. Wir sind teilweise so schnell gewesen und jetzt, es läuft einfach gar nicht mehr. Es läuft einfach wirklich gar nicht mehr. Giancarlo Fisichella, dritter. Mikasalo. Und da der Panis im Prost. Der Prost war so ein scheiß Auto in dieser Saison. Einfach so weit vorne, okay. Aber sauber nie. Sauber ist, glaube ich, die ganze Zeit immer recht weit hinten gewesen. Und Pedro Della Rosa, dem seinen Namen habe ich nicht mehr Mühe, aber egal. Ja, den habe ich rausgeschossen, der ist out of race. Ja, da würde ich sagen, was das war mit der heutigen Episode vom Europa Grand Prix. Wir sehen uns dann nachher in der nächsten Episode wieder, die in Malaysia wird stattfinden. Also dort ist der nächste Grand Prix. Und ja, falls euch die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und wie gesagt, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode in Malaysia. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!